Was sogar hier vielleicht? Ne, da kann nicht sein. Gut, hier hat es eine Statue, aber dass es hier gewesen wäre. TM14? Blizzard! Oh, das wäre eigentlich eher etwas für Lapras. Ne, ich glaube sogar, ich habe es aufgeschrieben für Tobi. Sprich Dragoran. Ne, auch nicht, der kriegt noch Flammenwurf. Feuersturm natürlich, Entschuldigung. Ja, das weiß ich. Stimmt, hier steht's, für Lapras. Könnte es aber eigentlich auch für Dragoran geben. So, Robert, gib dein Ding, du. Oh, ich habe da den falschen Attacke ausgewählt. Mann, ich wollte eigentlich RB machen. Da reicht auch so. Ein Ponita. So, wie sieht's aus? Wir haben jetzt 10:30 Uhr abends, 2,5 Stunden bereits aufgenommen. Was ist hier nur los? Ja, was hier wieder los ist. Ich überlege gerade, ob wir jetzt noch bis 11 Uhr etwa aufnehmen, das heißt noch inklusive Pyro, dem Kampf und danach, wenn wir für heute mal Feierabend. Mewtwo wird immer stärker. Wir können die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Dann hätten wir eigentlich das heutige Ziel geschafft. 2 Orden wieder mal. Relativ gut trainiert, gute Items abgekriegt. Ja, der Schutz wirkt nicht mehr, wie gewohnt. Wir können am nächsten Stream sogar mit dem letzten Arena-Kampf beginnen. Und dann sogar mit dem Weg über die Siegesstraße plus Top 4. Klingt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, es war sogar hier vorhin, wenn ich hier abspeichern würde. Weil theoretisch, wenn ich abspeichere, neu starte, sind alle Schalter resettet. Und der ist ja eigentlich so geschaltet, dass es hier zu ist. Also sprich da rechts oben. Wenn natürlich der Abspeicher neu starte, ist natürlich das der Fall, aber kann innen herum kann ich nicht aufmachen. Das kann nur von außen. Ja, zumindest theoretisch. Für ein Labor. Magnetilo. Magnetilo. Erdbeben, 4-fach Damage. Ah ne, ist ja nur Elektro, kein Stahl. Und vor allem kein Schwebe. Also trifft sie erst recht. Elektroball, Elektroball. Da kommt sie auch schon. Elektroball, Elektroball. Das tut weh. Elektroball. Was haben wir da falsch gemacht? Dein Leben? Ah ne, aber gab's doch hier noch einen? Oh, noch so ein dämliches Radikal. Echt bis Level 43 stark werden können. Ist ja schon ein bisschen übertrieben für viele Pokémon vor allem. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, sind die legendären Vögel hier auch nur Level 40. 50 vielleicht sogar? Noch ein Sonderball für später eben. Das heißt, ich auch erst im nächsten Stream dann. Nach dem letzten Orden plus nach dem Top 4 dann ein bisschen Mystic Noen. Yo. Ist die eigentlich jetzt zugemacht? Okay, war doch nicht der. Was ist Weißenroll? Einen Berg hoch. Ein Shiny Relaxo? Das müsste das Laststrahl sein. Oh Gott. Ein Lawine mit Time. Oh nee, das. Ja. Also, der ist so vernichtend, da fällt mir echt nichts mehr drauf ein.
Auswählen den Fragezeichenöffner und wer zum Henker versteckten Öffner, einen Türöffner für eine Arena hier unten. Also muss der auch mal sehr bescheuert sein. Ja, also Chaos, der war so lol, dass es schon wieder gut war. Also, weiß ich auch nicht, ey. So, mal kurz Fazit ziehen. Pogo-mäßig sieht es gut aus, sieht es im Chat so aus. Umut, also spricht Steven noch offline. Bei dem klappt es wohl heute echt nicht mehr. Domi ist halt irgendwie auch nichts mehr. Timo kann irgendwie auch keinen Bock mehr. Wobei ich habe sowieso das Gefühl, dass Team letztes Jahr ein bisschen sehr selten online ist. Bei Streams vor allem. Gut, generell keine Zeit oder so. Das ist auch der Feuerheiler. Leitung Pyro. Bisheriger Sieger Gary. Klar. Wie kam Gary hier rein? Der Fragezeichenöffner war dort im Pokémon-Haus. Das geht nicht. Bis die Reihe kommen. Und hat irgendwie die Tür zugeschweißt. Keine Ahnung. Nee, ich kenne ihn. Ja, natürlich, Gary ist so ein Arsch mit Ohren. Der hat natürlich natürlich bei Pyro nachgefragt. Und natürlich bei ihm hier, beim Assistenten. Von wegen, ey, hast du mir einen kurzen Schlüssel oder Öffner? Und der andere so, ja, warum eigentlich nicht? Ja, hast du gewonnen. Gary ist so, hey, schließe ich zu und verstecke im Pokémon-Haus, dann kommt Michael nicht rein, hey. Jo. Also dann, das hier ist eigentlich ziemlich cool gemacht hier. Man kann entweder die Tür strategisch öffnen, also sprich mit Nachdenken, wenn man halt hier die Fragen beantworten würde. Oder man besiegt diesen Typen hier, oder man macht beides. Also richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antwort du weißt. Jo. Rabetus Metbo, jo. Geh weiter. Er war ein Dieb, doch nun ist er ein ehrenwerter Trainer. Oder beides. So, Robert, bitte noch ganz kurz Level 40 trainieren. Dann kommt Xions große Stunde. Und der Abschluss für den heutigen Stream, Freunde. Jo, dann haben wir doch einiges geschafft. Wieder mal. Ich hatte mal für gut 2,5 Wochen neue Parts auf der Tasche. Das ist doch schön. Vulpix. Ach, ich finde Vulpix so ein schönes Pokémon. Der kann Flammenwurf. Rennt noch ziemlich. Dabei ist der Robert Spezial. Hängt ziemlich hoch. Was hat 4 Beine und kann fliegen? Keine Ahnung. 4 Beine und kann fliegen. Ja doch, klar, ein Brutalander. Jo, hat 4 Beine, kann fliegen. Oh Mann, Zweifel. Oh. Nö, ich bleib dabei, es ist Brutalander. So. Xions große Stunde, Freunde. Jetzt auf einmal ein bisschen loslegen. Was setzt er ein? Ein Vulpix. Ihr kontra mich Xion. Mit meinem Lieblings-Tour-Talk. Ja, wir Xion noch Level 40 kriegen sie im Arena-Fight generell. Mal schauen. Und ein Streber. Hat sogar einen Vulnona. Oh, er hat einen Streber, einen Vulnona. Was sogar fast noch relativ stark ist. Sogar ziemlich stark, sie bleiben Surfer.
Was kann ein Känguru springen als ein Haus? Du meinst über ein Haus? Nö. Also, gemäß Anime glaube ich schon, war, glaube da hat Gyarados sogar irgendwie 10 Orden gehabt. Ja, ich glaube, theoretisch kann es höher springen als ein Haus. Also kommt nur aufs Haus drauf an, wie groß es ist. Hat einen Witz versaut, ja. Kann es geben, vor allem so spät abends, vor allem Sonntagabends. Ein Glumanda, wieso kein Glurak? Wird relativ viele Erfahrungspunkte bringen. Die Attacke ist sehr effektiv. Natürlich ist sie da. Es ist eine Wasserattacke. Und Xeonat Level 38. Yo. Dann kommt noch ein Vulpix. Ja, ein Haus nicht springen kann. Oh, in der Regel ist es so, aber in der heutigen Fortschritt der Technik würde es mich nicht wundern, plötzlich auch Häuser springen könnten. Wäre vor allem teilweise praktisch, wenn es, ja, vor allem so Katastrophengebiete und so, einfach ein Haus so bewegen könnte, deswegen, jo, das bringt dich mal in die Gänge und so weiter. Unprofessionell, nö, war es gar nicht. Erste Türe. Prüft ein Wissen, entwickelt sich Quapsel dreimal, nö. Es hat so eine Zweig-Evolution, aber die kommen sowieso erst in Generation 2. Fire-Pokémon. Und ich setze in Vorliebe Xion dagegen ein. Wir sind die Diebe so, irgendwie so chibi-mäßig. Okay, werden langsam stärker. Ja, Xion müsste schon Level 40 haben im Kampf gegen Pyro, weil Pyros Pokémon glaube ich teilweise Level 54 und so weiter haben. Also da wäre es schon nicht schlecht, wenn Xion ein bisschen stärker wäre. Aber extra trainieren will ich nicht. Sonderbombons einsetzen will ich auch nicht, vor allem nicht cheaten vor der Liga. Ich will es eigentlich noch so schaffen, wa? So. Donnertacken effektiv, gegen den Boden sehr effektiv, nö. Haben gar keine Wirkung. Oh mein Gott, er weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Alter, der Sprite sieht aber ziemlich aggressiv aus. Und schnell ist das Teil, gut. Das ist eigentlich zu erwarten. Was? Der Surfer ein bisschen anders ausgeguckt, ausgeguckt, ja, ist dann schlecht. Ja, für mich wirkt es gerade so, es wird ein bisschen anders aussehen. Auf einmal. Ja, doch, könnte noch reichen. Vor dem Kampf gegen Pyro, Oh ne, da ist Pyro bereits. Zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level. Jo! In Werten halt. Also vor allem die DVs, die IVs. Die man 2 Generation 1 kaum kannte. Ach ne, stimmt, die EV natürlich, also sprich die Fleißpunkte, die sind ja nicht zu verachten. Die gibt es hier bereits. Wegen Calcium und so weiter sind ja eigentlich auch EVs. Dann später kann man noch die Wesen hinzu und hast nicht noch alles gesehen. Ob es ein Shinies oder Pokerus hat, etc. etc. Das Vorhut von Pyro ist das eine ziemlich magere Ausbeute, Freunde. Ich liebe es, wenn er ihn so will, wie ich will. Wie heißt es ihm mit Vornamen? Bambi. Wieso, Domi, was ist los?
Also du siehst nichts oder hörst nichts oder generell ruckelmäßig. Oh, wir haben noch einen Kampf. Alter. Pyro sieht hier auch irgendwie, sein Sprite sieht auch ein bisschen crazy aus, wa? System 18 ist die Froschattacke. Es gibt keine Froschattacke. Was? Wie heißt es im Vornamen? Kartoffelpü. Also entweder bin ich generell zu doof für einen Witz, oder aber es ist schon zu spät, dass ich gar nicht mehr kapieren kann. Hä? Kartoffel... Wieso heißt es im Vornamen Kartoffel? Vor allem welches Reh? Und vor allem Kartoffel... Ja, Pü verstehe ich vielleicht noch, aber warum Kartoffel? So, Vulcano ist weg. Ja, Hobel ist auch ein bisschen verwirrt. Kartoffelpüree. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich es kapiert. Gut, es ist zwar schon spät, aber ja. Nee, es ist klar, ich hab's verstanden. Alles klar. Kartoffelpüree. Oh Gott. So, Freunde, speichern wir ganz kurz, dann fahre ich gegen den Pyro und dann ist vorbei für heute nochmal für den Stream. Hoho, ich bin Pyro, der Einleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume, seit wann hat der eine Brille? Gestatten, mein Name ist Kartoffel. Pü. Und Nachname Reh. Kartoffelpüree. Mhm. So. Also, geht schon an, Stream und nerven, schönen Abend noch. Nee, also ist doch nicht nötig, Chaos. Weil ich nicht gerade auf Anhieb den Witz verstanden habe. Kommt doch keiner. Abgesehen davon verpasst gerade den Kampf gegen ja, Pyro halt. Ja, doch schade, wenn du jetzt schon gehst. Der starke Pokémon, ey. Aber trotzdem, wenn du halt jetzt gehst, wünsche ich natürlich auch noch einen schönen Abend. Oh, Feuerwirbel, muss das so nervig sein? Natürlich bin ich gelähmt, ist klar. Und Galoppa greift weiter an. Und noch weiterer an. Ja, Galoppa sieht ziemlich aggressiv aus hier. 40, yeah. Aber jetzt kommt Akani. Ach du Scheibenkleister. 54 ist das Viech. Xion, gib alles, was du kannst. Wir brauchen eine ganze Macht. Wow. Das war mehr als ich erwartet hatte. Alter, gib nur einen Supertrank. Ey, du bist Reihe Nummer 7. Du kannst ruhig einen Hypertrank so etwas geben. Ja, was sieht echt im zweiten Mal ein bisschen anders aus. Alter, 14 Level drunter. Xion hat alles alleine gerockt. Mein Feuer ist erloschen. Du hast den... Er hat doch eine Brille auf. Vulkanorden redlich verdient. Hoho, der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimmst du dieses Geschenk.
Team 38. Feuersturm. Jo, aber ich will es dann doch eher unserem guten alten Benny, nicht doch Benny, sondern Tobi, also sprich unserem Dragoran später geben. Jo. Sieht doch sehr, sehr nice aus. Aktuelle Pokémon. Ja, doch. Steven ist zurück. Steven. Und er hat so viel verpasst. Und da bin ich mit Pyro durch. Ja. Shit happens, war, kann passieren. Wenn das Internet nicht will. Was haben wir jetzt für Zeit? Okay. Erstmal ganz kurz das Team nochmal abchecken. Weil im nächsten Stream dann bereits der nächste Orden geht jetzt nach Rukizuki. Und das heißt... ja, doch, Team ablegen. Und wieder einmal Kai mitnehmen. So, dann haben wir Pikachu an erster Stelle. Und gemäß meiner Teamübersicht auf YouTube, wie gewohnt, machen wir es ja so. Pikachu, dann die Kanto-Starter. Dann kommt der freche Domi, wobei ich von der Domi nachher austausche. Weil, ja, naja, ist halt normaler Flug und da ist eine Gesteinboden-Arena, vermutlich nicht gerade so effektiv. Wir brauchen noch. Ja, kaum was, war aber eigentlich von allem noch etwas. Na, dann kommen wir in den Seelenfrieden. Jo, und sagen wir schon mal, vielen Dank wieder mal fürs Zusehen, Freunde, hier beim Live Let's Play zu Pokémon Gelb. Ich werde jetzt noch ganz kurz zurück nach Vertania City fliegen, dann den Stream beenden und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wann auch immer das sein wird. Weil eben das mit Missing No Cheat, das mache ich dann erst beim nächsten, ne, das mache ich erst nach der Liga. Weil man halt mit den Sonderbonbons vervielfältigen und so weiter, das kam nach der Liga, dann bis dahin alles wird gezeigt, falls man das Spiel abschmieren sollte, komplett und so, spielst dann alles für den Arsch. Hätten wir das schon mal und dann, jo, denke mal, im ersten Stream plus Ende dürfen wir alle Arena-Orden plus eben natürlich auch, jetzt echt dumm drin lassen, ja, lassen drin. Alle Arena-Orden plus die Top 4 hoffentlich im nächsten Mal noch angehen. Stellen wir schon mal vor die Arena. Wollen wir ganz kurz. Sagt eigentlich in der Arena etwas von wegen, ja, ist zurück und so weiter. Nö, nix. Auch nichts von den Gary bereits hier besiegt und so weiter. Trainer von Vertania City ist zurück. Jo. Und wie zurück er genau ist... Oh, ja, ganz toll. Ja. Wie zurück er genau ist, natürlich wer er überhaupt ist, das und vieles mehr schauen wir uns das nächste Mal an hier bei Pokémon Gelbe. Edition, spezielle Edition, wie auch immer. Wieder mal danke fürs Zusehen. Natürlich nicht nur an Twitch, sondern auch dir auf YouTube. Und bis zum nächsten Mal. Speichern wir jetzt in Orden natürlich. Spiel gespeichert. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.